Gott sie niet falsch op jeden Nummer nähen. Kun reden als Jahrhundert. Wir haben uns in der letzten Zeit besonders mit Abraham in seine Nachkommenschaft beschäftigt, wils Gott versprach, durch die Nachkommenschaft von Abraham den Radar zu schicken. Letzte Werk hielten wir in 1. Mose Kapitel 28 Vers 11 ab, bei der Geschichte, wo Jakob von sein Tüß wegrennen musste, weil sein Bruder Esau am umbringen will. Wann ein Mensch unabrechtig ist das möglich, dass so ein Mensch kann abrechtig werden? Oder wann wir uns gegen andere Menschen verschuldigt haben? Oder andere Menschen sich gegen uns verschuldigt haben? Ist das möglich, ein gutes Verhältnis zu haben? Dit sind Fragen, wat von dir abkommen doen. Dat geht wie ein Jakob, wat ein Mensch wir, wat nicht sehr abrechtig wir. Als hij dan onderwegs wir, en op Stab Nacht bleef, had hij door een wunderbare Traum. Hij zag een lange Lade, wat bij dem Himmel riekt, en wo die Engel nop en rauf stehen. Daarboven stond die Haar, en die zei zu ihm, ik zie de God van dien vader Abraham en van Isaac. Dat land wo du liegst, wo ik die in diene Nachkommenschaft geven. In diene Nachkommenschaft soll so viel als de stof op de eerd zijn, en du wirst die uitspreiden nom Westen, nom Osten, nom Norden en nom Süden, en an die zullen alle Geschlechter op Erden gezegend worden. Ik wil met die zijn, en wil die bewahren alle wegen wo du hangehst, en ik wil die terugbringen naar dit land. Wat in deze Vers besonders wichtig ist dat de Herr dem Jakob datzelfde versprach, wat hij Abraham ook versprach. Dat Wichtigste in dieser Versprechung wie nicht, dass seine Nachkommenschaft soll so viel worden als die Stoff auf der Erde, oder dass er soll das ganze Land Kanaan erben. Nee, das Wichtigste wir in gewaltiger, geistlicher Serien. Hei, kriegt es Abraham und Isaac veram, soll der Vervater von den lang versprochenen Radar sein. Durch diesen Radar sollen dann alle Völker auf Erden gesegnet worden. Hij seht je, en die sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet worden. Dies Segen auf alle Menschen kommt bloß durch Jesus. Und da werden sie wie diese Versprechung an Jakob als bütergewöhnlich wichtig. Dort ist für viele schwer verständlich, dass Gott so einen Mensch als Jakob so eine gewaltige Versprechung geben wird. Jakob wird but nu ein Schwindler gewesen. Hij wird je bestimmt nicht würdig, ein Vervater von den Herrn Jesus zu sein. Das stimmt. Jakob wird ut sich selbst sicherlich nicht würdig dazu. Aber Gott wird je noch nicht mit Jakob fertig. Hij fängt noch mal groß an. Bestimmt gefällt ihm das auch nicht, dass Jakob seinen Bruder beschummelt hat. Für die Folgen von diesen Sünden wird Jakob dir betonen müssen. Aber eins ist klar. Gott denkt ganz anders als wir Menschen. Gott fängt nicht bei unseren Worten an. Dann wird es bei jeder einem von uns kurz Schluss. Gott fängt bei uns da an, wo wir sind. Sein Plan ist aber nicht, dass wir so bleiben, als wir nu sind. Hij raubt uns von da, wo wir nu sind, dass wir am Glauben noch ankommen, dass hij uns Leben umändern kann. Hij weist Jakob durch diesen Traum seine große Gnade. Gott wisst, dass Jakob eines Tages sein Vertrauen ganz ab am Saten wird, und dass er ganz abhören wird, seine eigene scheive Plans durchzusaten. Wir sehen auch in dieser Geschichte, wo Jakob seine geistliche Uhren al een beetje opgingen. Erstens stond hij toe, dat der Herr hier mit am geredet had. Hij stahl door een gedenkstein ab, en naam de steed Beitel. Dat meint Huis Gottes. Jakob zei, diese steed ist das Huis Gottes, en hier ist die Poort nom Himmel. Zweitens sei wie, dat hij aanzag, dat het wichtig ist, Gott als seinen Herrn zu haben. In Vers 20 mögt hij sogar an Gott in Versprechen.
Hij zei, wann Gott met mij is, en mij op diesen Weg, den ik go, bewoord, en mij brood te eten en kleider aan te tragen jaft, en ik in vreden naar mijn vader zijn huis terugkom, dan zal de Heer mijn God zijn. Op deze stad, wo dis gedenksteen staat, zal God zijn huis zijn, en van alles wat du mij jefst, wil ik die de tiende geven. In kapitel 29 lezen we dan, wo Jacob en de gegend van Haran aankwam. Dit weer de stad van wo Abram en Sarah lang verheer naar Kanaan trokken. Als Jacob door aankwam, bejegend hij het eerste de Rahel, de dochter van zijn onkel Laban. Hier zei wie waar wo wonderbaar de Heer den Jacob zijn gebed erhield. En zo wordt hij bij zijn onkel zeer fijn opgenomen. Vereerst bleef hij een maand. Aber dan bood Laban hem aan, dat hij voor hem arbeiden kon. Als hij hem dan vroeg, wat voor een loon hij zich wenscht, dan zei Jacob, hij wil de Rahel te vroeg hebben. Voor der wordt hij hier 7 jaar arbeiden. Dat kwam aber niet zo ram, als Jacob zich dat gedacht had. Als hij de 7 jaar ram had, dan gaf de Laban am de Leia te vroeg, aber nicht de Rahel. Voor der wordt hij nog 7 jaar meer arbeiden moeten. We zijn hier, dat de Laban kraakt zo'n groter Schwindler weer, als Jacob het nu gewaast weer. Wat kon Jacob nu doen? Hij entsloot zich dat aangebod aan te nemen, weil hij zo'n grote lijf had voor de Rahel. In de nächste kapitel lezen we dan, wo dat leven en Jacob zijn familie wiederging. Ne gouden eie weer het niet met de beide vrouwen. Ärmer war trok hij de Rahel ver. De Leia feil zich ärmer teruggeschoven. De beide vrouwen streiten zich ärmer over wer met Jacob wordt kunnen taub zijn. Während dieser tijd worden 11 Sehens en eine Tochter geboren. Als Jacob eerst had zijn 14 jaar voor de beide vrouwen uitgedeint, dan wil Laban han, hij zal nog länger voor hem schaffen. Dan worden ze zich einig, dat Jacob kon al de Kossenen schoop han, wat nicht einkalerig wären. Alles wat bunt oder striepig weer, geheert Jacob aus zijn loon. Dan lezen we wo Jacob schwindelt en zich een plan maakt, dat de sterkste Schopenkossen worden bunte oder striepje Lama kriegen. We weten aber ook, dat Laban kraakt so onoprechtig weer als Jacob. Hij verandert 10-mal den Lohn, Jacob te beschummelen. Jacob jengt dat bij Laban baul nicht mehr gut. De Heer kwam dan eines Tages naar arm en zeid, go träg in dat land van dine voders, en träg nu dien vriendschaft. Ik wil met die zijn. Nu wie Jacob al 20 jaar bij Laban im dienst geweest. Hij had 2 vrouwen en 12 Kinder. Hij wie ook zeer rijk, weil hij zeer grote herden van vee en schoop had. Daartoe had hij ook zeer veel diener. Als de Heer nu am kwam en am zeid hij zal terug naar Kanaan gaan, wie hij voortswellig, weil dat ganze verhältnis met zijn schwiegervader nicht mehr gut weer. En zo bereed hij zijn vrouwen daartoe, en ze entsloten zich pleitsch te verloten, zodat Laban dat nicht erwart. Hier sei wie noch immer, wo Jacob einfach nicht ganz open en oprechtig handelt. Dat wordt auch so viel beter gewesen sein, wann hij die Sache had klar met zijn schwiegervader durchgeredet. Von dit kann einer viel lernen. Wo verken, jaft het nicht Missverständnisse zwischen Eltern und Kindern, oder zwischen Geschwister, weil sie eben eine Sache nicht oprechtig geredet haben. Dat jaft ook zo'n, en damit sind wir alle ein beetje geplecht, dat wir nicht wollen über Dinge reden, wat uns unmöglich sind. Wenn dort dann Schwierigkeiten sind, dann do wir uns abstelles darüber äußern, en reden vielleicht zu anderen darüber, aber wir wehren uns nur dem janjen zu gehen, was sich bei uns verschuldigt hat. Dat meint auch nicht, dass wir nur so eine Menschen gehen, was sich bei uns verschuldigt haben, de Meinung zu sein. Einem de Meinung zu sein meint,
einer redt vielleicht die Wahrheit, aber ohne Leib und meistens mit een oorjeliches Hort. Wer dat deed, beweist dat hij zich laat van zijn Fleisch regieren. Zonen wat Jesus Christus noch nicht in ihr Leben abgenommen haben, kennen noch nicht anders, wie es dat Fleisch und nicht der Haar an ihre Horten regiert. Aber wer all ein Kind Gottes geworden ist, dem sagt die Schrift, dat wir die Wahrheit an Leib reden sollen. Und wo ist das dann, wann wir uns an andere verschuldigt haben? Und es steht dort even rein zu merken, trag wir uns Verken lieber träg und kommen mit den Menschen nicht mehr taub. Uns Freundschaft ist dann plötzlich üt, wils wir nicht willig sind, uns zu dein Mädchen und uns verschulden Tote stohnen. Wann einer ab diesen Weg prüft, seine Troubles ut dem Stich zu gehen, wird einer lebenslang mit verschiedenen Menschen schwordelein kommen und einer wird mal wenig beständige Freunde haben. Hier wird dort ganz bestimmt viel besser uitgefallen, wenn Jakob in sein Schwiegervater doch klar über ihre Verschuldungen geredet haben. Wann der Herr nicht hat angegriffen, wird Laban dem Jakob bestimmt Beisit angedonnen haben, als er am erst hat angeholt. Aber Gott hat Laban gewarnt, dass er Jakob nicht treiben soll. Und so gingen sie dann schließlich friedlich übereinander. Laban trägt nur sein Land und Jakob an der Richtung von Kanaan. Hier sei wie war den Herrn seine große Gnade an Jakob, wann er die auch ab keinen Weg verdient hat. Als ein reicher Mann ging er nu träg, seinen oulen Vater noch einmal zu sein, ehe er starb. Aber nu habe wir an Jakob noch keine große Veränderung gesehen. Er wird noch immer pleitsch und sagt noch immer danach, dass er gut vorabkam. Aber der Herr hat nu noch mehr am Sinn für ihn. Seine große Gnade wie auch daran zu sein, dass er Jakob ab so'nen Weg führt, wo er willig wird, sich zu dein Mädchen in seine Schuld überein zu merken. Der Herr det hat wirken durch schwere Tiden. Ich nehme an, Jakob hat bet nu viel mehr an seinen oulen Vater Isaac gedacht, in wo scheint das seine wird, dem noch einmal zu sein. Aber dann dacht er an seinen Bruder, in wo er sich an ihm verschuldigt hat. Er dacht weiter an Esau sein Plan am Arm zu bringen. Wir haben geferken gesehen, wo Jakob immer weiter eine Plans mög, sich aus seine Troubles proben rüt zu bringen. Ob Gott sich zu verloten, hat er bat nu noch mal kaum gelehrt. Wenigstens nicht, wenn das bat so ne graute Dinge kam, so ist sein Trouble mit Esau. Hier sei wie weiter, wo Jakob sich prüft, selbst fair zu sein, aus den Trouble mit Esau rüt zu kommen. Wat wir dann sein Plan? Zuerst schickt er ein paar Diener nach Edom, wo Esau wohnt, ihm zu sagen, wo dort in der Zwischenzeit gegangen wir, und seine Gunst zu werden. Aber als die Männer zurückkamen, in die Nachricht brachten, dass Esau mit 400 Mann entgegen kam, dann wird dem Jakob das sehr fleiv. Sein Plan scheint schief zu gehen. Und steht am Vertrauen auf Gott zu leben, hat er nu große Angst. Aber Gott wirkt sehr durch diesen Trouble. So ist das Wirken. Er muss uns erst in große Troubles bringen, ehe wir willig waren, uns ganz ab ihm zu verloten. Gott will Jakob nur eine volle Bekehrung bringen. Aber nu wir noch keine rechte Wiedergeburt passiert. Aber nu hat Jakob sich immer noch selbst gewusst. Er wird noch immer auch ohne Gott vorig geworden. Aber nu scheint er meist eng zu sein. Verken brucht Gott so ne Dinge, wat uns viel Angst und Sorgen bringen, uns nur zu bringen, in uns ganzes Vertrauen ab zu setzen. In Kapitel 31, Vers 3, sah der Herr den Jakob op een Proef, of er ihm wirklich vertrauen wird. Er sagt, Go träg nur dort Land von deine Voders en nur din Freundschaft. Ich will mit die sennen. Dit wird je doch klar. Gott seht je, hij soll nur sein Freundschaft tragen, en dort meint ook träg nur Esau. Gott wird je mit am sennen.
dat meint doch, dat der Herr am bewahren wird. Hier zu vertrauen, wie aber schwander, als einer sich denkt. Besonders wann einer hört, dat Esau mit viel Soldaten am Entgehen kommt. Er steht den Herrn zu vertrauen, mögt Jakob noch einmal einen Plan, wo er seine Familie vielleicht raten kann. Er teilt die Families von Rahel und Leia mit seinen Herden Schopen Rinder in 2 Teile. Er hofft, dass wenn Esau dat eine Lehrer anbracht, dann würden die andere vielleicht weichkommen. Nu wird die Angst so groß, dass er nicht anders kann als beten. Kriegt door will Gott uns alle anbringen, dass wir mal mit onze eigene Weg abhören und uns ganz an Arm festhalten. Dat deed Jakob nu. In Kapitel 32, von 10 bis 13, bet hij zo. Gott von mein Vater Abraham und mein Vater Isaac, Herr, der du zu mir geredet hast, go terug naar dat Land von deine Vaters in die Freundschaft. Ich wil die Goudstonen. Ich zie te gering voor al die genoden, wat du deinen Knecht bewezen hast, wils ich einmal bloß mit diesen Stock über den Jordan ging, und nu zie ich 2 grote Lehrers. Raad mir doch von meinen Bruder Esau seine Hand, wils mir sehr Angst ist, dat hij die Mütter und die Kinder doodschlagen wird. Du hast je doch selbst gesagt, goudet, goudet wo ich deine Nachkommenschaft andaunen, in deine Nachkommenschaft soll so solenreich sein, als dat Sand am Meer, wat einer nicht teilen kann. Nu merk wie, dat Jakob auf einmal ganz abrechtig wird. Er hielt den Herrn dat fair, wat er ihm versprochen hat. Dat ist gut so. Der Herr will dat han, dat wir am bei sein Wort nehmen. Die Nacht bracht er seine Families beid über den Jabok Rifa. Er selbst aber bleibt noch an der anderen Seite. Die Nacht wird eine sehr schwere für Jakob. Allein deed hij de ganze Nacht bei dem Morgenrot mit einem Mann kämpfen, dem er im Dunklen nicht kennt. Als dat dann dager wordt, dann schier de Mann Jakob an der Haft an, zodat hij verwreckt. Dann zei die fremde Mann, lot mich los, wie ist dat erst zum Marjes geworden? Jakob aber zei, ich lot die nicht los, ehe du mich sehenst. Dann vroeg de Mann nur seinen Namen, und zei dorab, nicht länger sollst du Jakob heiten, aber Israel, willst du mit Gott und mit Menschen gekämpft und gewonnen hast. Dann vroeg Jakob den Mann nur seinen Namen, aber der Mann vroeg bloß zurück, worum er am Namen vroeg. Dann sehend er am. Nur dem wir Jakob ein anderer Mann. Er wisst nu, mit wem er durchgerotzt hat. Dat wir der Herr. Jakob gaf die Stadt, wo er gekämpft hat, Peniel. Peniel meint dat Angesicht Gottes. Deswegen seht ihr dann, wils ich Gott beim Gesicht gesehen hab, in meine Seele ist gerat worden. Und so kam Gott endlich mit Jakob zum Ziel. Gott ändert nicht bloß Jakob sein Hort, er gaf ihm auch einen neuen Namen. Jakob bedient je Verdränger. Dort wie hij bet nu ook gewast. Nu heit hij over Israel. Dort bedient einer, der mit Gott kämpfen deed. Jakob wie endlich wellig gewast, alles op dem Spel te zetten, wann hij bloß Gott seinen Serien haben kann. Hast du auch all mit Gott gekämpft? Dort passiert einstmal, wenn Gott uns durch Troubles in eine Akt drängt. Wir wehren uns dann sehr und wollen nicht zum Herrn angehen. Aber der Herr ist gnädig und lässt uns so lange jenen ankämpfen, bis wir reit worden, zu ihm zu sein, ich lot die nicht los, ehe du mich sehenst. Und weißt du, was die beste Serien ist, was Gott die geben kann? Wann er die nie geboren merkt, dann bist du wirklich ein anderer Mensch. Dann bist du auch nicht mehr ein Plitscher Jakob, aber ein Israel, wat op Gott vertraut. Bist du auch willig, alles abzugeben, den Herrn sein Segen zu kriegen? Wenn der Herr zu dir geredet hat, dann lot dit dein Gebet sein. Wir danken dir für diesen Bericht von Jakob.
Wir danken dir, dat wir daran seien, dat du viel Geduld hast. Wir danken dir, dat du aber endlich mit Jakob zum Ziel kommst. Komm auch mit uns zum Ziel. Veränder auch mein Leben so, dat ich auch ein ganz anderer Mensch war, was dir gefällt. Amen. Wenn ihr noch Fragen habt über das, was ihr auf das Programm gehört habt, meine Telefonnummer ist 204 346 0523. Ich wünsche you allen eine gute Weg. Op Wiedersehen.